Und somit herzlich willkommen zu Folge Nummer 21 hier von Planet Zoo. Hey, es geht vorwärts, schön. Hallo, schön seid ihr wieder mit dabei und schön habt ihr wieder eingeschaltet zu einer neuen Folge hier. Und genau, ich habe euch letztes Mal noch gesagt, wo wir da das, an dem Scheisstor noch rumgekratzt haben. Ich komme einfach nicht darauf klar. Aber ja, egal. Ich habe gesagt, wir machen hier ein Cake. Ihr seht, es hat 2 Tore. Es ist also begehbar für die Leute. Ob sie es dann wirklich machen, werden wir sehen. Und ich habe euch gesagt, wir holen neue Tiere für den Tri. Jetzt hat es natürlich kämpfen wegen Überbelegung. Hey, die huren Tiger, was die für Probleme haben. Das stresst mich langsam. Ist schon wieder am Schlägeln, weil die kommen einfach nicht klar, kann das sein? Wow, aber geiler Screenshot, Moment. Warte, Freundchen. Freundchen. Wow, geil. Haben wir das irgendwie so? Ah, ein bisschen zurück. Geil. Super geil, unsere Viecher killen sich gegenseitig. Das ist das Männchen und das ist die Mutter. Kämpft wegen Überbelegung. Digga, haben die irgendwie ein Problem? Jetzt muss ich das mal abchecken. Geiles Bild. Gruppengrößen 1 bis 2. 1 Männchen, 1 Weibli. Oh wow. Oh wow. Alles klar. Ja, aber für das ist ihr Cake viel zu gross, Muchachos. Wenn ihr nicht miteinander klarkommt, ist euer Cake ein bisschen gross. In meinem Zoo ist kein Platz für Egoisten. Eigentlich. Ja. Weil, seht ihr das? Und ihr seid da zu dritt und habt jetzt schon ein Problem. Ja, es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Vielleicht sollte ich mich Alben vorher informieren. Tschaußen. Aha, Mutter. Hey, hast du zum Kind noch einen mitgegeben? Hey, komm aus dieser Box raus. Ja, Haufen Kürbis. Oh, ist brav. Die Leute paaren sich. Na, sie pennen ja. Habt ihr euch jetzt schon? Oh, mein Herz, Mann. Gut. Wenn wir hier mal ein paar Antilopen rein tun, nur um zu schauen, was passiert. Ich hätte Bock. Schreib jetzt mal Kommis. So. Was ist jetzt hier schon wieder los? Viel Müll vorhanden. Ja, ich weiss. Schnauze. What? Leute, geht doch das Zeug in die Köderkübel, das ich überall fleissig aufstelle. Könnt ihr doch nicht einfach alles. Jetzt haben sie überall. Aber schau mal, wie sie jetzt alle mit Ballonen rumlaufen. Mein neues Merchandise. Noch mehr Köder zum liegen. Hey, aber jetzt zieh jetzt dahin. Schau, wie sie auch dahinter kommen. Jetzt läuft. Und der Wein, schau mal. Merchandise, das weiss ich. Merchandise. Und das Trinken. Finde ich gut, aber geht da irgendjemand auf die Bahn? Hier, wie wär's? Nicht? Okay. So, auf jeden Fall kommt jetzt die nächste Attraktion. Es ist schon 5 Minuten. Hei. Also, Tiermarkt. Ich weiss halt nicht, welche das geeignet sind für das. Ich tue jetzt einfach mal probieren. Afrikanischer Windhund, auch weniger, hä? Bison, auch nicht.
Pfahlen. Ich weiß nicht, kann man Pfahlen zu den Pfahlen reingehen? Das sollte eigentlich kein Problem sein, oder? Also Pfahlen. Schuppentier. Erdferkel. Gabelbock. Krokodil. Grizzlybär, ja. Gepard. Es hat noch so viele geile Tiere. Ich werde so ein Streicheltierli. Rosa Flamingo. Okay, gibt vielleicht auch noch Spiessbock, gibt vielleicht auch noch Springbock, Steppenzebra. Keine Ahnung, was man da rein tun und was nicht. Weissschwanz genug. Ich weiß nicht, weißt, mit was sich was verträgt, ist halt ein bisschen das Problem. Und was, dass wir die Besucher nicht auffrisst. Ich kann es jetzt mal probieren. Hat jetzt meine Liste rausgehört? Nein. Gut. Einmal aktualisieren. Also, wir gehen mal rein. Ein Strauß, ein Männchen und ein Weibli. Dann ein blauer Pfau. Ein Weibli, ein Männchen und ein Weibli. Dann ein Flamingo. Ein Männchen und ein Weibli. Dann ein Spiessbock. Ein Männchen und ein Weibli. Wir machen jetzt Arche Noah-Style. Dann ein Springbock, ein Weibli. Und ein Männchen. Und ein Zebra. Keine Ahnung, ob das gut kommt. Merken wir es dann. So. Und ein Tiger. Nein. Gut. Und jetzt gehen wir hier. Aber über 1 Million, wir sind reich. Geil. Deine gelagerten Tiere. Kannst du mir da bitte alle anzeigen? Dankeschön. Neu, also mit neues Zebra und Case 3. Wir nehmen das zweite Zebra und. Nein! Case 3. Wir nehmen das zweite Zebra und Case 3. Wir nehmen Springbock und Case 3. Wir nehmen. Ui. Zweiter Springbock und Case 3. Ich habe keine Ahnung, ob das schlau ist, dass wir da. Einrichtung hat keinen Strom. Ja, Moment, weißt du was jetzt mal. Das Spiel stresst mich. Wir nehmen Spiessbock, okay, nicht da drin. Es gibt sicher Tote, die sie hier machen. Entweder Tiere oder Besucher. Aber ist mir gleich, wir haben genug. Der Rosa Flamingo. Mingo, Entschuldigung. So. Haben wir jetzt alle Tierchen drin gehabt. So, jetzt noch Königstiger. Pfau haben wir noch. So. Die anderen Dinge da unten. Die Teiler. Straussen. Ich habe keine Ahnung, ob das gut kommt. Im Handelszentrum gerettet. Okay, was sagt? War zu lange in einer Transportbox. Ja, das. Oh, jetzt ist es tot, oder was? Kann sich mal irgendwie. Du solltest aber. Ah, so, okay. Entschuldigung, falsch gedrückt. Also. Wo hast du keinen Strom? Ah, wow. Das sagt dir am Anfang jetzt, dass du keinen Strom hast da hinten. Danke vielmals. Weißt du was?
Du kannst mich mal am Arsch. Tschüss. Problem gelöst. Solarmodul ist wieder mal am Arsch. Techniker. Techniker. Ja. Juhu, neue Leute. Nachwuchs. Aber ich muss jetzt gerade hier schnell schauen. Weil da kommen jetzt so meine ganzen Tiere rein. Und ich muss schauen, dass sich die nicht töten. Was denkt ihr? Kommt's gut? Schreibt es mal in die Kommentare. Und vor allem, wie passt jetzt Keh geht, dass das allen passt. Also. Zebra. Moin. Da können ja Leute rein. Hui. Hui. Bleib mal stehen, wir kennen ein Foto. Ja, noch ein bisschen weiter. So. Moment. Hadigt. Bleib schnell so. Maus noch weg. Schön. Dankeschön. Tschüss. Das ist hier zu viel Müll vorhanden. Ich glaube, es hilft nicht. Wir müssen einfach mehr Leute haben. Es einfach, wir brauchen mehr Personal. Also Tierpfleger brauchen wir sicher noch einen. Techniker brauchen wir noch einen. Und Zoopflege brauchen wir noch 2. So. Machen wir etwas. Ui, die ersten Tiere kommen. Uiuiuiuiuiuiui. Ganz viele Tiere. Uiuiuiui. Kommt das gut? Was ist die Tierlieferung? Oh, jetzt überschloss ich das Ereignis. Krankes Tier. Steppen Zebra. Oh, okay. Gut. Kommen jetzt die Leute hier wirklich hin, oder trauen sie sich nicht? Oder muss ich da innen den Weg noch weiterführen? Ah, schon. Ja, traut sich jemand. Ne. So. Dann machen wir hier als zweites Tor. Gastentor. Irgendwie. Das ist wieder der blöde Weg. Weißt du was? Leck du mir am Arsch. Leck du mir am Arsch. Leck du mir am Arsch. So. Aber jetzt, oder? Das ist der Tor. Hier? So? Nicht? Okay. Der haut nicht. Ich habe das Spiel nicht begriffen. Aus Verzweiflung fange ich nächstens an verkiffen. Nein, mache ich nicht. Kinder nehmen keine Drogen. Warum geht es dir wieder nicht? Ah, ich muss ja den Zaun durchziehen zuerst. So,
Das Gästetor. Nein, das geht ja nicht wegen... Ja. Was ist mein Leben? Ich riskiere es jetzt. Ich weiss, es wird nicht gut kommen. Aber wir schaffen das, meine Damen und Herren. Wir schaffen das. So. Irgendeine Art und Weise werden wir das jetzt verbunden bekommen. Und das werden wir auch irgendeine Art und Weise verbunden bekommen, auch wenn es riesen Scheiße aussieht. Und Multi-Ruhe. Aber es geht. Wir haben es geschafft. Gut. So, jetzt könnt ihr da alle reingehen. Ja, wie wär's? Sie machen es. Geil. Und sie werden gefressen von einem Zebra. Schauen. Nein, jetzt müssen wir schnell schauen, dass es diesen Tieren gut geht, die da drinnen sind. Mach mal das Menü weg. So, was haben wir denn jetzt hier als Schönes? Zum Beispiel die... wenn sich die jetzt paaren. Also Gelände, stabiler Rückzugsort. Gras kurz haben sie nicht gern. Das können wir einfach mal ändern. Haben sie mehr Gras kurz. Okay. Ich glaube, es wird jetzt noch ein bisschen tricky, das Ganze anzupassen, dass es auch nicht passt. Aber irgendwie schaffen wir das schon. Hoffe ich. So. Dann möchte ich gerne ein bisschen Erde. Jetzt einfach mal auf ein Tier anpassen und dann schauen, was passiert. So. Dann, die Bepflanzung ist schon gut. Stabiler Rückzugsort. Das wird jetzt aber noch ein bisschen schwierig, wo sie da ihre Ruhe haben. Holzrückzugsort. Sie müssen irgendwo ein bisschen Ruhe haben. So mit drin. Da, hier. Hoffe ich. Dass das etwas zählt. Ja. Gut. Und ein kleines nebendran. Noch ein kleines so nebendran. Ist das nicht immer gleich ausgesehen? Schneller. So. Also die Springböcke sind schon mal zufrieden. Also mal abgesehen vom Spielzeug, aber das kommt dann für alle. Nein, die Flamingos wollen sicher Wasser, nehme ich mal schwer an. Ich hoffe, es holt uns auch kein Viech ab. Sozialverhalten ist... ja, die wollen Wasser. Aber nicht hure viel, ha? Weniger Gras lang, mehr Erde und mehr Fels. Das bringen wir her. Also, aber irgendwo müssen wir jetzt noch schnell ein Wasserlöchchen machen. Es ist schon wieder bei 18 Minuten. Mein Leben. Formen, drücken. Tack, 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 tack. Das funktioniert sogar. So. Merkt euch das. Yes, das langt nicht. Nein, aber das Gras lang ein bisschen weniger wie die. Dafür ein bisschen mehr Erde. Noch mehr Erde.
Und Fels. Mehr Fels. Fels brauchen die. Mehr Erde. So. So weit, so gut. Also jetzt passt es am Flamingo. Wie sieht es jetzt mit dem Spießbock? Der Spießbock hat keinen Bock. Er will weniger Erde. Und mehr Sand. It's gonna be funny. Richtige Menge an Gras, richtige Menge an Gras. Weniger Erde und mehr Sand. Homie, viel mehr kann er nicht wegnehmen, weißt du? Sonst sind die Flamingos nicht zufrieden. Mehr Sang. Alter, was soll er noch mehr Sang her tun? Sonst, was halt nicht geht, muss halt etwas raus. Ah, das ist jetzt unsere Challenge. Ich glaube, es kommt nicht gut, was wir hier machen. Der braucht noch mehr Sang. Alter. Das wird ein halber Beach Club. Schön, das wird im Zebra nicht. Noch mehr Song! Alter! Das wird im Zebra gar nicht passen. Was wir hier machen. Sag ich's. Ja, irgendeiner muss halt damit leben, sonst kommen halt die Flamingos raus oder so. Alter. Alter. Der will ja nur Sang. Der braucht nicht mehr Sang, der will nur Sang. Wow. Stabile Rückzugsort. Viel zu wenig Rückzugsorte für alle Tiere. Ich arbeite dran, Moment. Wie sieht es aus mit dem Zebra? Mehr Gras lang. Weniger Sand. Okay. Aber Springbock, der will da weniger Sand. Der Flamingo, dem ist der Sand egal. Aber mehr Fels, viel mehr Fels und mehr Erde. Was haben wir sonst noch drin gehabt? Irgendwie so komische Vögel, wo sind die? Also ausser der Flamingo, die kommen erst. Oh Gott. Ein Pfau. Hey, langsam! Oh. Was ist? Ich da, kein Strom. Das hättest du mir auch vorher sagen können, als ich das Ding da nicht. Scheißteil. Komm. Bis die. Ciao. Street Fox Coffee. Street Fox Coffee. Geht's jetzt nicht mehr. Und ihr steht immer noch alle an. Und dann will niemand fahren damit. Und hier sagt sie wie die gestört durch das Ding durch. Hey, hallo. Juhu!
Ja, ich glaube, das war einfach eine dumme Idee gewesen, so viele verschiedene Tiere da drin zu tun. Ich kann dir nicht einfach normal durch die Tür laufen. Das ist nicht die Art und Weise, wie man durch den Streichelzoo geht. Kannst du bitte einen umrammen? Bitte. Ah, nein. Wie sie alle chillig reinlaufen und dann... Puff, puff. Aber ist gut, kaufen sie dann neues Merchandise. Also. Oh Gott, was mache ich hier? Folgende mache ich. Aber das gibt es Geiles. Warte. So. Schade, ist hier nicht noch irgendwie ein Tiger. Es sollte jetzt rein photoshoppen. Auf jeden Fall. Foto. Auf jeden Fall, merci, seid ihr mit dabei gewesen. Wir sehen uns morgen wieder in einer neuen Folge. Ich probiere in der Zwischenzeit ein bisschen an diesem Ding rumzubasteln. Nehmt auch nachher noch eine auf. Seid mir nicht böse wegen der Kommis, es geht ein paar Folgen. Ich muss ein bisschen in die Vorproduktion. Auf jeden Fall, bis morgen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Glocke aktivieren und so weiter, ihr wisst, wie es läuft. Merci vielmals. Timo G, bis gleich. Tschüssikowski!